Merci, Herr Präsident. Ich bin froh, dass wir noch 2 Jahre konstruktive Arbeit und diesem Projekt de Loi dann haut können zum Voto von der kommen. Wir hatten den nach 4 Sommer für 2 Jahre deposiert und ich bin froh, dass wir ihn gepackt haben, noch 4 Sommer dementsprechend zu stimmen, weil das ein Pack von Mesuren, den der Journalismus stärkt. Auf der einen Seite Journalisten selber für sicher zu machen, dass sie können sicher und unabhängig und effizient schaffen, und auf der anderen Seite die Editeure für ihnen die nächste Schmeier zu gehen, für ihre Publikationen zu schaffen. Und ich meine, vom Medienpluralismus hat Südvaré von uns am Ende Moyen zu summen, ob der Uni den Medienpluralism Monitor vorgestellt, wo doch ein Kapitel über Lützeburg geht, wo ganz klar vorgeht, dass meine Presselandschaft tun heute zu Lützeburg und auch eben diese Projekte de Loi natürlich weiterhin dazu wird beidrohen. Es sind am Anfang 2 Piliere, die wichtig sind. Auf der einen Seite natürlich Disponibilität von Informationen, auf der anderen Seite dann aber auch Arbeit von den Journalisten, die eben daran besteht, diese Informationen zu verschaffen, zu überprüfen und dann auch zu diffusieren. Und in dem Sinn schaffen wir heute den Accès à l'information, was sich auch unterscheidet vom Accès au Dokument, der bislang immer existiert. Das ist ein ganz klarer Paradigmenwechsel, weil es am Fungehol erlaubt, dem Journalist die Informationen zu fragen. Weil bislang war es immer so, dass ein Spezialdokument identifizieren, wenn das Dokument nicht en tant que tel so existiert hat oder nicht identifiabel war, dann ist gar keine Information rausgegangen. Das heißt, hier ist ein ganz klarer Paradigmenwechsel, die noch am Sinn ist von der Konvention de Tromsø. Zusätzlich dazu schaffen wir die Obligation von den Verwaltungen, für zu helfen, auch die richtige Information zu identifizieren, weil auch ein ganz klarer Fortschritt ist. Dann, darüber sind wir auch angegangen, das war ja auch Teil von den Avien, als auch ein Accusé de Rezeption, der bis lo an einer Zirkulärstunde dann auch lo am Gesetz festgehalten. Wir gehen also bei einer langjährigen Forderung an vom Conseil de Presse, und an dem Sinn denken, dass das Gesetz ein ganz wichtiger Schritt ist. Von den Punkten, die verschiedene von den Jugendschwärzen tun, aus dem vom Délai de Traitement, wobei ich ganz gerne ging so, dass mit demselben Délai de Traitement, das noch immer den am Gesetz von 2018 steht, viel gesehen wie als Notbeschländer. Frankreich und Belgien genau dieselben Délai an. Das ist so, dass nicht all der Mond dasselbe ist wie die anderen. Verschiedene Monden, da gibt wir eine helle wohl und Dokumente und Informationen gefragt, andere Dokumente, die ganz einfach zu beantworten. Mir hat ja ursprünglich proposiert, doch wirklich klar am Funk geholt, ob die Besoin von den Journalisten anzugehen, an dem man eben die Verwaltung verpflichten, eben die Besoin von den Journalisten Rechnung zu tun. Das heißt eben der Fakt, dass sie über die Aktualität berichten und natürlich in dem Moment auch müssen die Informationen haben, wo sie nach können über die Aktualität berichten. Das hat den Staatsrat aber leider verworfen, sodass wir auf die normalen Délai vom Gesetz zurückfallen. Das wird aber nicht verhindert, und das ist ein Kurs, dass wir eine Sensibilisation machen. Da wird man Kurs organisieren, auch mit den Funktionären vom Staat, für eben auf die Wichtigkeit von dem Funktionament vom Journalismus zu insistieren, für sie eben zu sensibilisieren, denen den Monaten auch schnell Rechnung zu drohen, wie gesagt, den Delay von einem Monat, die steht, an den Delay erlaubt auch, wenn ihn ab dem Delay, beim Auslauf vom Delay keine Antwort hat und sich auch das Verwaltungsgericht zu cessieren. Den Delay ist mehr kurz wie normalerweise administrativ, wobei 3 Monate leid mir heiß, aber da wenigstens klar, dass ihn da kann agieren, was mengenech auch ein Plus-Value an dem Sinn ist. Die Informationen, die man dann, die eine Verwaltung oder ein Minister rausgeht, die kriegt natürlich hier Plus-Value durch einen Journalist, den eine gewisse Deontologie und Kompetenz hat, der weiß, wie man da umgeht. An dem Sinn haben wir auch probiert, ob die wichtige Aufrufe vom Conseil de Presse anzugehen, für eben auch können die Aufgabe von der Verifikation am Sinn von der Autoregulation von der Presse zu vereinfachen. Natürlich geht all das nicht mehr, wenn ich finanziell Moyen hat, für auch können Gebrauch von der Rechtsstaat zu machen. Und an dem Sinne haben wir auch Pressehilfegesetz angepasst. Das Anpassung, die machen wir aufgrund von einer Evaluation, die nach von meinem Vorgänger, dem Herr Böttl, realisiert, ging nach 2 Jahren noch der Entrée en vigueur vom Gesetz von 2021. An der Evaluation haben am Anfang geholt Beneficiäre ganz klar positiv bewährt. Die Reform von 2021 gesagt, dass ihnen erlaubt, höchstwertig
Journalisten auch zu rekrutieren. An dem Sinn huet auch kein gesoterte Montant misst an Blut goen op 45.000 € an dem Kader no kontra war sogar an der Diskussion von 2021 war immer zustadt die neben net sollt ir parallel zeien mat eng Sal du wennst gëtt für eng paar fix und du wennst gëtt eng paar Variabel, die eben der Unzahl vu professionelle Journalisten rachten und dreht. Mi hunn opgrund vun der Evaluation eng Reihe klein Proposen proposéiert wéi Plaffungen aufzuschaffen für die verschiedenen Typen und Medien, auch der Montant von 1,6 Millionen, den Hummer indexéiert, genauso wie die vom Gruppe für 2,5 Millionen, wobei ich muss wissen, dass Mengen ganz wenig Häuser und den Plaffung rumkommen an das ja so, dass aber Preis auch zum den sich so selber finanzieren und dass es wahrscheinlich auch die sind, die an denen Sphären rundherum schweben, die natürlich auch Moyen hun für iwwer zusätzlich Revenu publizitären auch können Hölle als Suen ranskriegen. Dann haben wir Startup-Hölle, die auf 3 Jahre limitiert war, perennisiert, dann haben wir ein De Minimis geschafft von 300.000 € über 3 Jahre für justement können noch innovativ Projekte zu unterstützen. Ich meine also, dass es ein relativ équilibrierter Park ist, den definitiv ein Plus-Value durchstellt für Journalisten an auch ich bin auch froh, dass die Menschen von ihr auch unerkennen, auch von am Endeffekt verschiedene von ihren Projekten nicht matstimmen. Ich meine, dass es eine langjährige Forderung ist, die endlich Realität geht, an die bis für drohen, auch die matstimmen, nicht umgesetzt haben, in dem Sinn ging ich meinen, dass das aber ein wichtiger Moment ist. Merci.